Moyen bei der Pressekonferenz. Merci, dass da seid. Nicht so ganz viel, mir das nicht schlimm, die wichtigsten sind da. Ja, das ist eine Pressekonferenz, die man schon annonciert bei der Loi, wie Steuermesuren am Logementsbereich, wir wollten die Thema daneben kouvrieren, weil wir nicht x Pressekonferenzen zu machen. Weil das wäre einfach so, dass in der letzten Minister Cox auch nach gestern bei ihr auf RTL sich nicht rechtfertig, weil du auch du kritisiert aber noch schwangen auch nur als Pressekonferenz haut werden sich müssen rechtfertigen. Das ist so, dass die Lenk schon seit Jahren auf dem heutigen Sujet aktiv sind, sowohl bei der Loi wie auch an den Steuermaßnahmen. Wir haben eine eigene Proposition de Loi zu einem Loi ausgeschafft schon vor 4 Jahren, die ganz anderen Paradigma aus eigentlich schon mal wirklich aufgekoppelt vom Marschespreis, also vom Marscheswert dieser Steuern gesehen. Das ist dass du seit Jahren wirklich gedriven, ob dem dritte Sujet ja noch was Steuern geht, du sind ja Menschen eigentlich wirklich die als schon angefangen haben, nur Steuern zu scheißen, wenn man schon seit Jahren die Probleme von der Spekulation von den Preisen erkannt haben. Und dafür haben wir das Pressekonferenz wir werden für allem den Kontext gucken, wir auch Ziele von denen 2 Gesetze, die affichiert Ziele, und dann aber auch gucken, wie weit die 2 Gesetze am Endeffekt den affichierten Ziele nicht gerecht gehen und effektiv Ziele auch riskieren zu verfehlen. Der Gary, als du da wirst, den Co-Sprecher von der Lenk, wer doch den ersten Teil zum Bayer Loi präsentieren, und ich werde dann nur den Teil über Steuermaßnahmen präsentieren. Merci Nathalie. Ja, merci für kommen. Die Reform vom Neues Gesetz ist eine wichtige Reform, und der wir schon lange schaffen und noch schon Propositionen gemacht haben. Und 2020 hat dann noch die Regierung und den Wohnungsbauminister da auch seine Reformproposen auf den Tisch gelöscht und hat eine Reihe aus so gemacht, die wichtig sind, Lohneinker zu gucken. 2020 am Juli wurde es geheischt vom Wohnungsbauminister, dass die Notion vom Kapitalinvestie wichtig ist. In 100,7 an einem Interview gesagt, dass das investierte Kapital ausschlaggebend ist und nicht der Markt. Sonst könnte es ja sein, dass den Preis von einem neuen Haus einfach auf das alte Haus überdreht. Das ist das die Intention, die der Minister preisgehen hat, für zu so in welchem Sinn sie das Gesetz wollen reformieren. Gesetz, wie der vielleicht weiß, das von ursprünglich von 1955, aus der 87 überschafft gehen, 87 ist die Notion von den 5% vom Kapitalinvestie beikommen, und 2006 ist den bestätigt geben mit einer Reihe Änderungen. Die Reform, der Minister hat auch gesagt, dass er am Anfang mit der Reform gewartet hat, ob ein Urteil, was der Fall Lambertsbirch war, wo der Gericht am Anfang dezidiert hat, den Proprietär ist keine Piècen dahinter für den Kapitalinvestie, da muss mehr ernst auf den Kapitalinvestie kommen. Und dann hat den Expert zwar gesagt, am Anfang werden nur diese Berechnungen der Kapitalinvestie just so und so, aber das entspricht ja gar nicht dem Marschespreis, dafür kann er das aber nicht machen, und dafür muss er die Valeur marchande comparable gucken, also gucken, was so Lambertsbirch gefragt wird, und dann ist das als Richtlinie geholt gehen für das Gerichtsurteil. Und der Minister hat gesagt, nee, das ist einfach nicht die Idee vom Gesetz, und dafür muss man das klar am Gesetz machen, Notion vom Kapitalinvestie. An dem Sinn soll dann die Reform vom Gesetz auch kommen, für eben nicht, dass der Marktpreis der Richtwert das vom Loyer, aber das was reell und streng und Arbeit an dem Logement dran ist, und das war natürlich auch besonders an den 50er, an den 60er, an den 70er, wie vielleicht lo. Voilà, das ist das die Richtung, an der jetzt soll gehen. Das steht doch am Exposé dem Motiv von dem Gesetz, von dem wir heute auch noch immer schwätzen. Das Lo ist dann noch gesagt gehen, Zement du Logement hat den Minister Cox d'Amendementer präsentiert, die dann ein paar Wochen drauf publik gemacht sind. Und dann muss man Message rauskommen, wir setzen den Kapitalinvestie, was an Compte geholt wird vom Kapitalinvestie, de Pourcentage davon setzen wir auf. Von 5 auf 3,5, respektive auf 3 für die Wohnungen, die mehr alt sind, die nicht so gut energetisch saniert sind. Voilà, das ist das, was der Minister noch bei uns sieht.
an dat wat man den Amendement erfannen ass de Gegendeel. Dat Techt Kloie gin op. Wir hunn Beispieler an Pressekommunike hingelert, man kennen ein Haus vun Äder 60 hat man no Gesetz, wann ich dat appliiert vun 2006 in Loie vun 1967 mat der Gesetzesreform vum Minister Cox immer bei engem Loie vun 2750. Dat neig an dem Haus geändert. Da den sech wat geändert huet, an dat huet de Minister Cox net gesot, bis gëchtert Kritike vum Mieterschutz kommen sinn. Den wat gerne huet, dats das een ganz aner Koeffizienten ugewandt gi. An déi Koeffiziente, wann man dann noch lese ginn an d'Etude vum Lise, déi den zugrunde leiit, déi Koeffiziente de méger Menung no den Optrag vum Minister und de Lise war, ma rächen moll aus, wéi mat der Regel vum Kapital investi op een Preis kommen vun och alle Wohnungen den Haut de Marche entspricht. Dat steht so an der Etude dran vum Lise, an dat dann noch dat wat dabei rauskommen. Es sind auch verschiedene Varianten dabei rauskommen. Der Minister huet die zwei Text benutzt, silo oft den Zingfache vom Koeffizient von dem, was man in der Vergangenheit hat. Und der Vergangenheit war der Koeffizient den die Inflation ugepasst wird. Der Wert von Suen 67 der Erde 60 an diesem Beispiel war ja ein anderer wie Wert von Suen haut. An noch den Bauindex war wichtig, der Zielen, Darbechte und so weiter, hun besane Stemmungskacht wie haut. Lo kommen an eng dat eng Logik, die mehr können unterstützen für so Koeffizient an so war so an der Vergangenheit. Aber lo, der auch zum Deel an eiser Gesetzesreform as so ein Index, also so ein Preisindex gerechen so Koeffizient. Aber lo kommen aber Koeffizient, den am Fond den zum Deel zu halten, dat manst also zum guten Deel einfach wirklich Preise d'Entwicklung Mord als Basis hat. Dat ist das, was der Lise gemacht hat. Aber das war was sein Auftrag war. Gucken, wie all die Jahren Preise entwickelt und wie sie verkauft sind und so weiter und so fort. Und das ist die Grundlage für den Kapital investi auszurechnen. Da gibt es nur just 3,5% oder 3% vom Kapital investi geholt. Mit 4 gibt der Kapital investi künstlich und dem Markt ugeglacht. Und da sind wir total aus der Philosophie vom Gesetz von 4 Drohnen raus. Und das sieht der Minister aber nicht. Weil die Philosophie vom Gesetz war ja, wenn ihn daran investiert, an den Wohnraum, dann kann ich noch mehr Leute frohen. Das tun wir noch nicht mehr. Und das wäre aber gerade lo batternisch, weil gerade lo muss an Wohnungen investiert gehen, für dass die Lokatiere nicht unter den höheren Chargen leiden, diese lo hun, die irgendwo gedeckelt sind, aber bei einem höheren Niveau gedeckelt sind. Das heißt, hier gehen am Fond durch die dritte Reform Leute Rob für die Leute, an nicht gemacht für das Chargen raufgehen für die Lokatiere. Also nicht Leute, die Lokatiere. Ganz konkret sind halt die bei Lisa gehen bei der dritte Reform. Der Minister selber behauptet aber für sich auf Konferenzen, dass ihn den Minister vom Logement abordabel will sehen. Da kann ich nur zwei Sachen drin verstehen. Entweder weil den Urspruch dafür zu sorgen, dass das ganze Logement abordabel wird, dann hat er den Gegenteil gemacht von dem, was sein Urspruch ist. Oder sein Urspruch ist am Anfang just, den Minister zu sehen von den 2% abordable Wohnungen, die im Moment gehen, und sich just um die zu kümmern und zu kümmern, dass die ein bisschen hochgehen. Man packt Logement 2.0 ist ja ein bisschen eine Tendenz da, dass das vielleicht hochgehen kann, aber die ist auch nicht dementsprechend, dass man auf einen raisonablen Taux von Logement abordabel kommen von 10% oder später 20%. Das tun Ökonomisten ausgerechnet, das wird man so nicht erreichen mit dem Pakt Logement 2.0. Das heißt, am Anfang haben wir vom Minister ein Refus de Travail, ein Refus für Politik zu machen, ja, in einem politischen Amt bekleidet, und er will am Anfang die Verantwortung nicht überholen. Er will nicht die Verantwortung vom Minister du Logement überholen, er will just die von den 2% abordable Wohnraum überholen. Und er will auch nicht
will auch nicht eng Decision Gesetz mache, wat am Sinn aus von dem, wer am Exposé de Motiv steht, nee will am Fond einfach Grund von engem Urteil will hin de Mord sech einfach de Mord oppassen. Und dann wann de Minister se stark konsequent wär, da gifen am Fond demissionéieren an so gin ha net gebraucht, weil ich machen Schluss am Fond de Mord sie so laufen. Und dat wär am Fond der dienstg konsequent, weil den der Dote es dem Dote Verfahren noch kann rauszählen. Weil gött am Fond der den gezielt und der dann hat gemacht. Und dat gött sogar so gut gemacht, dass Bayern mo net checken, dass es total interessant ist für sie, wann ihr guckt Kommentaren op rtl.delu oder aus von engem Marklis von der CSV oder vu Fokus, die der bemmol mengen der Investisseuren die Kafe für dann zu verlonen, für die werden Lunne interessant genug. Aber die hun Gesetz auch nicht geliers. Und die hun sich ihre Führer gelos von aus von engem Logementsminister, obwohl den Kommunikieren als selber auch Beispiele du hinlehen an als klar weisen, dass es nimmen interessant ist für an engem Sinn, und das steht ja am Artikel von Michael Gantenbein am Wort, en effet penaliséiert de Minister die lo vielleicht an Wohnraum investieren, die kreen nemmi grad so viele raus, dat ist lo an dans l'immédiat gëtt dat bëssen aufgeführt, dat die heich Preise an der Wand, die können sech net teilkeil umsetzen an Lokaioun. Ja, da kre man bëssen so ein Tassement. Aber wat dann 10 an 20 Joer werd bedeuten, mat dem dote Koeffizient, dat das awer net dat. Well am moment hummer d'Wandpreise sind immens an Blut gangen, awer d' Lokationspreise sind an der Vergangenheit net so stark an Blut gangen. Dat doten Gesetz kann awer déi Tendenz komplett verändern. Dat dehnt sich de Koeffizienten ass bei 9% plafonéiert. Dat heißt, wenn Preise an der Wand iwwer 9% rausgehen, da gehen sie net an den Koeffizient umgelöscht. Da gehen sie do plafoniert. Mit 9%, das ist enorm schon. Wenn wir 10 Jahre 9% an den Koeffizient umlehen, dann kriegen wir an der Lokation gerade so eine Explosion von den Preisen. Also dann ist am Anfang die einzigen Deckel, die nach da ist, dass das, was die Leute noch können, bezahlen. Was sie bereit sind zu bezahlen. Aber da muss der Minister dazu, dass es am Anfang kein Deckel mehr gibt. Aber das sieht er aber nicht. Und wen eben bestraft wird bei der, also wer wirklich belohnt wird bei der Reform, das sind eben die an der Vergangenheit daran investiert haben, die vielleicht schon eine Akkumulation noch gemacht haben von Wohnraum. An die ihre Wohnraum über den Loyer von den paar Lokataire schon lange ihren Investiment schon lange ran haben. Und die kriegen nur sichergestellt, dass das, was sie noch weiter kriegen, nämlichen Niveau ist wie von einem, den Lo prämisch für etwas zu kaufen und zu verlieren. Das heißt, das durch die Kontraproduktiv, sogar in einer Marktlogik, also kontraproduktiv, weil die Investiment nicht fördert dadurch. Aber ist da Trantien von Loyer, die man da belohnt, die am von Gurneich machen. Sie drohen nicht mit so einer Wirtschaft bei. Voilà, ich meine, das sind die wichtigsten Sachen, die wir zu der Gesetzesreform zu suchen haben. Und Konsequenz ist natürlich auch, die muss unbedingt zurückgezogen, die Amendmente, die Koeffizienten, die müssen rausgeholt gehen. Man muss bei den alle Koeffizienten bleiben, aber man muss im besten Fall um eine ganz andere Logik gehen, wie die, wo wir sie eben noch an unserem Projekt de Proposition de Loi vorgestellt. Ja, ich fand da weiter mit dem anderen Gesetz, das dann das Projekt de Loi zu den Steuermaßnahmen dann noch da gesehen wir eigentlich, dass das, was sie proposieren, ganz weit weg ist vom deklarierten Ziel von dem Gesetz. Erinnern wir uns, dass jahrelang immer gesagt wird, wann die Steuermaßnahmen bis kommen am Logementsbereich, dann können wir Spekulation bekämpfen, dann haben wir die Lösung für die Logementskrise. Das aber da war immer jahrelang gewartet wird und sich darauf gehofft wird. Und noch da müssen wir sie nicht für so dem deklarierten Ziel und dem affichierten Ziel und dem, was am Endeffekt drauf steht, da warten sie wirklich viel zu machen.
weil ihr wisst, dass der Cherchere vom Liserno an ihre Noten gibt immer im Dropie gewesen, dass die Preise, die man kennen, nicht vom Himmel fallen, mir wirklich das Resultat sie von den pur Faktoren an einer anderen, dass zuletzt wo der Boden wirklich an den Hanners von den pur Happy Few Familien an Firmen, dass die Konzentration sich immer mehr zuspitzt, also dass es eine Akkumulation gibt von Konzentration bei denen pur Happy Few und das eben auch, das ist ein anderer Faktor, der reglementäre Kader viel zu lasch, viel zu permissiv, also so viel durchgelesen. Das sind die verschiedene Faktoren, die man das Preis zuletzt so sind, wie sie sind. Aber den auch muss so an dem Kontakt, ich hatte eben Noten noch gelesen von der Cherchere vom Lise. Und das ist wirklich interessant, dass den Konsens-Making, die Politik von dem Konsens zu Lützeburg, dass sie keinen will auf Face trippeln, dass sie nicht mit will recht machen, dass sie nicht will man dann Boot holen, wie oft man das schon hören. Wo mir eigentlich so, und irgendwann denke, geht das nicht mehr, irgendwann denke, kann ich nicht mehr so, mir holen nicht will man dann Boot, ich meine, alle Menschen happy, auch Frau. Und das geht für noch an dem heute Fall meine Schnittern. Das wird Gary gerade gesagt, das eigentlich auch ein Resultat von der Politik wollen zu machen, über eine Südfrikan zufriedenstellen, was am Endeffekt nicht geht. Und das sehen wir auch heute. Und da sehen wir dann noch, dass am Endeffekt hängen mit Recht man kein zufriedenstellen. Weil das nämlich so, dass sie dann, weil Steuermaßnahmen hier geht, sie müssen etwas proposieren, die konnten sich schon nicht erlauben, nichts zu proposieren, dafür sie mit den 3 Steuermesuren kommen. Aber das ist so, dass es einfach nicht weit genug geht. Aber wir sind da eben durch der Meinung, dass das Projekt de Loi zu den Steuermaßnahmen sein Ziel total verfehlt. Wenn ich für noch guckt, weil am Koalitionsvertrag steht zu dem Grundsteuer, zu der Grundsteuerreform, und zwar, dass es so gegen Spekulation foncière umgehen. Zu den Maßnahmen dann, wir so, dass wir Lo an einer Wohnungskrise sind, und dafür muss Lo etwas geschehen, als Hauptkritik, oder eigentlich den 2 Hauptkritiken, die wir haben, denen Steuermaßnahmen, also wie gesagt, Grundsteuer, Mobilisationssteuer und Leerstandssteuer, aus, dass es nicht Lo greift, also dass die Maßnahmen werden an ein paar Jahre greifen, vielleicht an 10 bis 15 Jahre wird Mobilisationssteuer, die aber mengenisch war den Ziel hat, gegen Spekulation zu kämpfen, an Terrain zu mobilisieren. Und das Hauptziel ist, und ich meine, das ist das, was wir für von der Mobilisationssteuer, die greift nicht Lohne der 5 Jahre, mehr echt an, wann es gut geht, an 10 bis 15 Jahre. Weil auch da kann den ersten mal sagen, wann überhaupt die das Gesetz durchkönnt, du hast schon mal ganz vieles auf wackelige Face. Muss ich gucken, war das die nächste Regierung nächstes Jahr, wenn du deine DP-CSV-Regierung hast zum Beispiel, also es absolut nicht sicher, dass der Dutten so stur bleibt und so wird weitergehen. Wie so gut, wenn das Gesetz stur bleibt und irgendwann in Kraft tritt, an so mal 1, 2, 3 Jahre, auch dann greift ein Mobilisationssteuerrecht nur 10, 15 Jahre, weil ja auch du die echt von 5 Jahren hast überhaupt keine Steuer und da geht's ganz los und gemütlich so dass wirklich die echte Effekte dann nur no 10 Joer 15 Joer spere sinn an noch do si mit der Meinung mir sind lo an enger Wohnungskrise wir brauchen lo konkret Maßnahmen an das an dem heutigen Gesetz nicht der Fall. Und noch do so mir könnten aber lo schon Sachen machen und so schon mal lo schon Möglichkeiten Sachen zu machen, zum Beispiel bei der Grundsteuer können den B6 anblutieren. Das können den lo trotzdem auch schon machen und attendant von dem nächsten Gesetz könnten die Gemeinden das machen. Mir auch do also Refü eigentlich bei den meisten Gemeinden das zu machen. Und wenn Leerstand selbst, auch da kann ich schon eine neue Sache machen, wie verschiedene Gemeinden das überwiesen haben, du kannst ihn auch schon den Leerstand konstatieren und auch schon zum Teil versichern zu besteuern. Mir auch da geschieht nicht viel. So viel zum ersten Kritikpunkt. Wie gesagt, wir meinen, es könnte viel zu spät, es wird recht an, wenn es gut geht, 10, 15 Jahre antreten, und auch da, bis dahin geschieht wahrscheinlich gut nichts. Au contraire, die Situation wird sich weiter zuspitzen, immer mehr Leute sind ausgeschlossen vom Wohnungsmarkt, ja, vom Immobilienmarkt sowieso. An dem Sinn hat das Gesetz halt sein Ziel verfehlt. Was den zweiten Kritikpunkt angeht, haben wir festgestellt, und ich meine, das wisst ihr, dass es keine Progressivität gibt an den 3 Steuermaßnahmen. Sowohl bei der Grundsteuer, bei der Mobilisationssteuer, aber bei der Leerstandssteuer gibt es keine Progressivität, just an der Zeit, aber nicht an der, am Patrimoine foncier oder Immobilier, den ihn hat. Das heißt, weil den mehr hat, geht nicht mehr besteuert. Wir sind der Meinung, dass nicht all Proprietär soll selbst soll besteuern oder bestrafen, aber weil den mehr hat, Multiproprietäre sollte viel mehr besteuert gehen, wie lo zum Beispiel den 1 oder 2 Häuser oder Wohnungen hat. Wir fanden das nicht an der Reihe an für allem, wenn ihr guckt, was Cherchere vom Lycée anreinkehr. Wenn man es basieren auf das, was Cherchere vom Lycée so, die so ganz klar, dass die Preisspirale, an der man sieht, Resultat ist von der Spekulation, von der Akkumulation und der Konzentration. Und das sind nicht die 1, 2, 3, 1, 2 Wohnungen haben, das sind die wirklich Terrain unhäfen, die Wohnungen unhäfen.
do as de Problem an net bei dem den so eng Wohnung oder ein Terrain méi stohlen huet. Also du fordere mir ganz klar eng Progressivität, die am moment net dran ass. Genau wann ihr wees, ich meine, die kennenzuelen, dass 0,1% von der Bevölkerung talschend von der Walle von all den Talschen von der Walle von bebaubare Bode man privaten Herren oder noch bei der Firma anders bekannt, und man bei der Promoteuren das Konzentration immer mehr wiest. Also auch du und Chercherrollen von Lisa festgestellt. Ich meine, die Donne kann ihn immer wiederholen, weil ich meine, dass in der aber so aus dem A verleiert, dass die Konzentration sich zuspitzt und nicht just stur bleibt, mir wirklich sich zuspitzt. Und hier muss mir so gesehen mir, dass eben das Ziel vom Gesetz, kommen wir zurück, das offizielle Ziel vom Gesetz wahrscheinlich nicht wieder recht gehen, und zwar eben die Spekulation zu brechen, die Strategie von den Akteuren, die Land- oder Immobilienunhäfen zu brechen, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Am Gegen, den wir fährten, dass es wird als Ziel haben, dass vielleicht die zum Beispiel bei der Mobilisationssteuer 1-2 Terrain zu viel und dass diese Werte losgehen, nur 15 Jahre vielleicht. Aber wem gehen sie los? Eben, sie werden so wahrscheinlich schon wie groß Promoteure verkaufen, die enorm Land schon haben, die enorme Potenzial foncier schon haben, die Moyen haben abzukaufen, weil das ja so, wie der wisst, weil die mehr hat, weil die Moyen noch hat abzukaufen. Und noch du hast also das Risiko, dass am Endeffekt die Konzentration, die sich schon zuspitzt, sich nach mehr Wert zuspitzen mit dem heutigen Gesetz, also eben durch den Fakt, dass die kleinen, entre guillemets, Proprietären incitiert sind zu verkaufen, mit die groß, denen es riskiert, wahrscheinlich egal zu sein, weil die eben die Sput haben, für das zu erdrohen, aber weil eben die Steuern, also Meinung nicht heisch genug sind. Das ist so, dass Steuern, notamment Mobilisationssteuer, klar unter dem Wert von der Plus-Value leid, der ihn als Proprietär oder Multiproprietär hat, dem nur, weil die mehr hat, weil den auch kann mehr egal sein, weil den nicht so viel ausmischt. Und dafür hast du als Hauptkritik eben auch, und das ist der zweite Hauptkritikpunkt, dass die fehlende Progressivität und die niedrige Montant von den Steuern dazu feiern, dass die Konzentration, die schon besteht, sich noch wert zuspitzen. Das ist eine Hypothese, die wir gesehen. Genau, der Fazit davon ist, den Minister schwätzt die ganze Zeit seit Jahren von einem Equiliber, den er herstellen. Gestern nach Bertel hat von einem Equiliber geschwärzt, ein Exzess von innen an Ohren, das er ja schon nie hören hat von ihm. Ganz interessant. Wir gesehen, dass es absolut kein Equiliber mehr gibt. Den Equiliber effektiv mit den herstellen, wenn man den guten Maßnahmen stellen, sind absolut nicht hier, weil die Maßnahmen da wirklich nicht auf der Höhe sind, am Gegen, die wir fährten, dass es an die andere Richtung wird gehen, wie das, was sie sich deklarieren. Und genau, ich meine, das wäre es. Auch vom zweiten Teil, ich meine, du siehst ein bisschen Parallelen noch mit den zwei Gesetzen, kann ich da feststellen. Merci.